Okay. Guten Abend, die Damen und die Herren. Wenn ihr euch ein bisschen für den Wahlkampf interessiert, dann merkt ihr, dass viele Leute die reprochieren, sie wären am Reaktionär, sie wären so eine genre moderne Nazi-Partei. Und deswegen wollte ich mir eine Zeit holen, für ein bisschen zu erklären, für was das nicht so ist. Das ist mir nämlich aufgefallen, dass vor allem Jungleute an der Schule nicht mehr gelehrt haben, was der Nationalsozialismus eigentlich war. Und noch viele andere Leute an ihrem Leben sich nicht weiter damit befasst haben. Und du willst vielleicht auch ganz sensibel auf Reproche sehen, weil sie nicht können vergleichen mit dem, was wirklich der Nationalsozialismus als Ideologie durchgestaltet hat, so weit eine Ideologie war, an dem, was heute an der Lützeburger Politik geschieht, und noch von dem, was der DDR durchstellt. Es gibt nämlich einen enormen Unterschied zwischen den zwei Tendenzen, und das will ich ein bisschen erklären. Ich will mal Zeit dafür. Du musst damit rechnen, wenn der Datei will lauschen, dass man vielleicht 20 Minuten zusammen in der sind, und ich verstehe, wenn der die Geduld nicht abbringt. Aber es kann ihn doch auch vielleicht der Stecker gucken, wenn ihn sich wirklich dafür interessiert. Aber mich interessiert das Sujet auf jeden Fall, weil ich mich eben für die Geschichte von den politischen Ideen auch interessiere. Der Nationalsozialismus, wie das vielleicht ein bisschen zu erklären, also am Ende von den 20er Jahren eigentlich wirklich aus verschiedenen Tendenzen entstanden. Das einerseits kommt zu einer Zeit von großem ökonomischer Misere in Deutschland. Ich meine, wir erinnern uns an die Hyperinflation am Ende von den 20er Jahren, noch eine gewisse politische Instabilität an der Weimarer Republik. Und an einem Trauma von einem schrecklichen Ersten Weltkrieg, den der Deutsche Reich verloren hat. Das ist also eine instabile Zeit gewesen, und es gab eine Reihe von Movementen, auch von radikalen Movementen, und dazu gehören noch die Vierlefe-Organisationen an Hanno, von der NSDAP an Hanno, der NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Es wird sich verstärken, am Anfang noch ganz viele Jahre in Hanno, als eine linkspolitische Bewegung, eine Arbeiterbewegung, wie den Namen doch seht, Sozialistische Arbeiterpartei, die zum Teil auch marxistische Tendenzen hat, die aber nur refutiert gouf, weil Karl Marx ja ein Jud war, und das war wie dann als DAP inakzeptabel, auch als Inspirationsquelle, weil zwei Charakteristiken hat die Partei von Anfang an. Sie war völkisch, so hat also Deutsch Volk postuliert, ein germanisch Rass, was durch die Rasse andere Rassen überlegen wäre, von Anfang an hat also diesen rassistischen Charakter. Und sie war antisemitisch, auch von Anfang an. Das ist nicht so, dass die NSDAP die einzige antisemitische Kraft in Deutschland gewesen wäre. Der Antisemitismus war zu der Zeit in Deutschland und noch auf vielen anderen Plätzen in Europa leider ganz viel verbreitet. Mit der NSDAP hat eben die zwei Charakteristika von Anfang an verbunden mit völkisch und antisemitisch. Gut, was tut das heute? Wie kann ich das mit heute vergleichen? Es muss so, dass soweit ich weiß, keine europäische Partei überhaupt irgendwo nach einer rassistischen Grundlage für Politik hat. Nicht die völkische oder eine Rassenzugehörigkeit als bei den europäischen Parteien heute ein Kriterium. Mit Nationalität, und das ist eine juristische Kategorie, nicht eine rassische, nicht eine genetische Kategorie. Eine Nationalität kriegt ihn in der legalen Kondition, an einem Rechtsstaat kann ihn sie auch verlieren. Tut ihn sie, der Staat gedenken, der Staat kann sie wegschulden, das ist juristisch geregelt. Wir schwätzen also nicht über eine Rassentheorie, wenn also aufgrund von Nationalitäten Unterschied, wie wir das heute machen, den Unterschied aufgrund von rechtlichen Kriterien, weil das ganz ähnlich ist, wie das, was damals eben postuliert wurde. Den Antisemitismus, den gibt es leider heute auch nach. Es gibt noch verschiedene Strömungen in der Gesellschaft, es gibt jetzt extreme Kreise, die mir aber zu Lützeburg vielleicht ein paar Individuen haben, aber nicht organisiert. Das gibt es bald nicht, Gott sei Dank. Da gibt es einen islamischen Antisemitismus, den zum Teil auch importiert ist in Europa. Das sehen wir in den letzten Jahren noch an einer Reihe von grausamen Attentaten, dass das leider eine Realität ist. Wir haben dann linke Kreise, linke politische Kreise, auch da hat der Antisemitismus eine Tradition. Verstoppt sich dacks einer Israel-Kritik, einer übertriebener Israel-Kritik, verstoppt sich einst einer guten Intentionen wie eine Hölle von Palästina und so weiter. Aber sich als den Objekt von so Tendenzen aber dacks einfach auch ein Rassismus.
Leider muss ich sagen, also auch nicht so bei der Regierung an ihrer Position nicht ganz klar, sowohl was hier Israel-Palästina-Politik angeht, wie auch die Unterstützung von Organisationen, die tendenziell antisemitisch auftreten. Du hast nicht in der ADR wird mir Position zu klären, die ganz klar, dass man den Antisemitismus verurteilen mit das Echter Niveau von den Gambia-Parteien, dass du muss geguckt gehen, wie sie sich mit klar können positionieren, dass das an den letzten Jahren nicht gut auf jeden Fall geschieht. Was ist eigentlich danach am Antisemitismus, pardon, am Nationalsozialismus zurückzuhalten, was das heute noch kann interessieren? Das Wichtigste ist vielleicht der Mensch. Das Menschenbild, das die Partei hat, dat wo Dignität vom Einzelnen keine Rolle gespielt hat. Das wo der sogenannte Volkskörper, den Ensemble, den wo wichtig, den Einzelnen, wo nicht als Teil von dem Volkskörper relevant. Und das heißt natürlich auch, das Leben vom Einzelnen, der Wert von dem Einzelnen ganz ähnlich gesehen, wie wir das heute gesehen. Das erklärt ja auch, für was nach dem Zweiten Weltkrieg das deutsche Grundgesetz gleich in die erste Platz die Würde des Menschen nicht unantastbar gesagt hat, weil eben das für Drohnen inexistent war. Und die Würde des Menschen, da hat er mal zusammen gehangen, dass das nationalsozialistische Regime auch für sich dezidiert hat, der gemengt hat, dürfen zu dezidieren, wie lebenswert wäre, und wie nicht lebenswert wäre. Also das ist eine extrem grausame Haltung gewesen. Nicht lebenswert waren natürlich rassisch innerlehen Leute wie Juden, Roma, Sinti oder auch Sowjetbürger, Russen, die als Untermenschen bezeichnet wurden und noch die man näher grausam behandelt gesehen. Das waren also klare Kategorisierungen. Behinderte Menschen goufen zu einer ganz hoher Zahl ermordet während dem Krieg. Das lebenswert oder lebensnichtwert, das sind Kategorien, die auch heute auf verschiedene Geister nach rundherum spucken. Den Wert vom Mensch, der Respekt für das menschliche Leben, der fehlt bei verschiedenen. Ich hatte eine von meinen vielleicht wichtigsten Erfahrungen an der Politik, das war an der Chambre, ich war noch nicht so lange da. Das war eine Gesetzesproposition von einem geringen Deputierten und einer roter Deputiert für die Euthanasie bei behinderten geborenen Kindern zu ermöglichen. Ich hatte eine Rede an der Chambre gehalten, oder gehen natürlich schon für das Recht auf Leben geschwärzt, auch von den behinderten Kindern. Und das hat interessante Reaktionen dafür gerufen, wenn in dem Video will nachgucken, demals ein Teilchen von den Deputierten als Protest abgestellt und ist all verlos. Das waren die Grün, die Rot und die Blau Deputiert, die in das all verlos, wo ich mich für das Recht vom Leben vom geborenen behinderten Kind angesagt habe. Und das ist natürlich für mich auf jeden Fall ein Schlüsselerlebnis an den Jahren, wo ich an der Politik bin. Das Recht auf Leben, also das DDR konsequent verdedigt, von Anfang an bis zum natürlichen Tod vom Mensch, weil mir der Versuchung, wo anscheinend andere nicht ganz immun dagegen sind, aber mir klar widerstehen können, aus Überzeugung, dass wir nicht dürfen über den Wert oder nicht Wert von einem anderen Mensch dezidieren, wir verdedigen das Recht auf Leben. Was als sonst noch zurückzubehalten, den Nationalsozialismus war ein totalitäres Regime, wo alles nicht wie demokratisch. So Strukturen gab es nicht. Es gab ein Führerprinzip, den starken, charismatischen Führer, den hat die Richtung vorgehen an den Volkskörper seinen Drugelaf. Demokratische Freiheiten, Meinungsfreiheit, alles das darf nicht gehen. Wir als ADR, wir verdienen Meinungsfreiheit. Konsequent, mit einer Interpellation an der Chambre gemacht, wir sind auch die immer warnen, wenn der Code Penal verschärft wird, was heute zu der DAX geschieht, das oder das in der Strafgestalt wird. Meinungsfreiheit wird immer mehr eingeschränkt in unserer modernen Gesellschaft. Indirekt Zensur gedacht wird, schon die Verfassung das verbietet. Als Verfassung sieht la Zensur ne pourra jamais être établie, sie wird etabliert auf viele verschiedene Manieren. Wir als ADR, wir wären als konsequent, und ich bin der festen Überzeugung, dass wir die einzige Partei sind, die wirklich Demokratie und Freiheit in unserem Land konsequent nach verdedigt. Und das ist auch etwas, was das grundsätzlich unterscheidet von allen totalitären Tendenzen.
Ein anderer Punkt, eine andere Charakteristik vom Nationalsozialismus, wo den Hass op Christentum eigentlich. Der Nationalsozialismus war entweder atheistisch oder nicht probiert, auf verschiedene Strömungen die allgermanische Religionen zu reanimieren, den Götterkult mit all den verschiedenen Figuren, die man da kannt haben. Man hat einen ganz grundsätzlichen Widerspruch beim Christentum. Christentum ist eine Religion, die das nächste Leben predigt, sogar Feindesleben predigt. Das wird einem Nationalsozialist niemals an den Kopf kommen, für auch nach dem Feind so gern zu haben wie sich selber. Eine Vorstellung, die da inakzeptabel ist. Mit den Hass auf die Religion ist also eine Charakteristik, die kann zurückbehalten. Wie es heute? Wir haben gesehen, dass an unserer Gesellschaft auch, wo verschiedene Seiten probiert wird, Christentum zurückzudrängen, der Versuch, dem Staat dem Monopol auf die Wertvermittlung zu gehen, die Religion zu verdrängen aus dem Leben von den Leuten, die religiösen Traditionen, Möglichkeiten, Kanner so zu erzählen. An den letzten Jahren in der Gambia-Regierung haben wir das auch ganz klar gesehen, dass probiert wird, eben dem Staat den Monopol auf Kannererziehung von ganz kleinem Einwohnerkreis anzugehen, dass der Staat, den sich imposiert, an die Älteren, an noch von allem auch die Religion, Christentum, sollen aus dem Leben von der Gesellschaft und auch von den Kanner progressiv verschwinden. Da der hat auch da eine ganz andere Politik. Wir verteidigen die Möglichkeit von der Religion hier weiter, hier sind stiftend Inhalte den Kanner beizubringen, den Älteren schwarz zu gehen, den Kanner schwarz zu gehen unter den jungen Leuten, sodass man nicht ein staatliches Monopol auf Wertevermittlung haben und dadurch auch das Risiko von der Manipulation von den Jungen in eine Richtung reduzieren, weil man ja mehr Ideen, mehr Interpretationen und mehr Sinn am Leben wollen oder Sinninterpretationen am Leben wollen zulassen, weil just eine staatliche oder auch politische Ausrichtung, die man der Erziehung sollte gehen, oder wie Gambia das probiert zu machen. Ein letzter Punkt, den ich will ausschwätzen, ist der Patriotismus. Wir wissen, dass die DDR so ohne Zweifel eine patriotische Partei ist. Das die Charakteristik, die ich kann sagen, dass sie Nationalisten, erstens das Patriotismus ist ganz anders wie Nationalismus. Der Patriotismus ist eigentlich just, den sein Land gerne hat. Ich meine, das ist kein Verbrechen, es sind Patrioten, viele andere Leute sind es auch. Ein Nationalist ist ein, den das eigene Land über andere stellt. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht machen. Ich meine, wir wissen, dass das Land ein schönes Land ist, dass es eine Geschichte hat, auf dem wir können hilfreich sein. Die ist aber nicht mehr schön und nicht besser wie die von anderen Ländern. Ich ging auch erwarten, dass der Franzose Patriot ist, sein Land, seine Geschichte, seine Kultur gerne hat. Das ist auch nichts Negatives. Ich meine, ich freue mich sogar darüber, wenn ich merke, dass andere Leute patriotisch sind. An uns auch das Recht zugestehen, als Land gerne zu haben. Patriotismus ist nicht Nationalismus. Patriotismus ist sogar ein Teil vom Widerstand gegen den Nationalsozialismus gewesen. Es sind letztlich Patrioten, die sich der Ideologie widersetzen. Es sind letztlich Patrioten, die Märtyrer wären, die wir all Jahr feiern, weil sie sich gegen den Nationalsozialismus gewehrt haben, weil sie sich gegen den Ablesen, wo Lützeburg und ein Deutsches Reich gewehrt haben. Das ist etwas, was oder auf andere Manieren Widerstand gelegt haben. Op diskret manieren hanst du nicht, dass man hier gewohnt gehen oder einfach Afferbrüche tun, die wir heute mal nicht kennen. Patriotismus war ein Teil vom Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Es war ein Bekenntnis zum Weiterbestehen vom Lützeburger Land. Und auch das ist eine Tradition, die DDR heute weiterfeiert, an anderer vielleicht nicht. Und die sollten sich überlegen, ob sie da mit ihrer Position richtig schleichen. Jedenfalls, wir halten zurück, Patriotismus ist nicht Nationalismus. Wenn ich also das resümieren will, ich weiß, es war schrecklich schlecht. Aber die DDR als eine Partei, die überhaupt keinen rassistischen Charakter hat. Es gibt keine Rasse von Lützeburger, die anderen überlegen, wir kein völkischer Approach, wir haben juristisch. Kriterien sind Nationalität, so wie das in allen Ländern auf der Welt der Fall ist. So praktizieren wir das auch. Wir sind eine Partei, die sich resolut gegen den Antisemitismus stellt. Andere Parteien hier im Land haben immer da Menge deutlich mehr Probleme. Wir verteidigen die Dignität des Menschen und das Recht auf Leben. Andere machen das Männer wie mir. Wir sind gegen den Totalitarismus und für die Freiheit, für die Meinungsfreiheit. Andere sind dabei, als Meinungsfreiheit am Land Schritt für Schritt mehr zu beschränken.
Verschiedener wollen Trillionen als Konkurrenz zum Staat ganz an den Neck drücken, mir nicht. Wir akzeptieren, dass es mehr Interpretationen am Leben gibt, am Härte geht, dass die alle gut auch den Jungen zu gut kommen, dass sie können informiert viel für ihr Leben treffen. Und wir sind Patrioten und das opposiert sich all Nationalismus am besten Sinn vom Wort. Dat vielleicht für den Leute auch ein paar Gedanken mal auf den Weg zu gehen, die immer so da wir am Rätselneck, ich ging so, da sind wir nicht. Ich so nicht merci für die Nulleinstellung, bis geschwind.